Hello YouTube, wir haben ein neues Game zum Glück, weil unser Knie ist immer noch am Arsch, wie ihr seht. Und wir haben gestern 12 Stunden in den Supervive investiert und ein bisschen gelernt, wie wir mit unserem Champ Ort zocken könnt. Was haben wir gelernt? Erstens, wenn wir das Schild haben, können wir auch schlagen, ne? Ganz normaler Schlag oder auch starker Schlag. Dann haben wir auch gelernt, dass unsere Ulti 4 Felder hat. Wieso ist das wichtig? Jedes Feld gibt 497 Schaden. Das bedeutet, ihr wollt die Gegner eigentlich in die Felder stoßen. Wie machen wir das? Wir machen die Ulti, springen nach vorne und Schild. Dann spicken die nach vorne. Wenn es perfekt trifft, gehen die über alle Felder drüber. Ist nicht so einfach. Von 10 Mal versuchen treffe ich es vielleicht einmal. Ulti, schlagen, papp, voilà. Über alle Felder rüber. 4 mal 497 Schaden und dann ist der Gegner weg. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr merkt, ein Gegner ist jetzt zum Beispiel hier an der Klippe, also hier hinter ihm wäre gerade die Klippe, wenn ihr halt einfach nur so schlagt, spickt er nicht so weit. Spickt weg, aber nicht so weit. Aber wenn ihr aufladet, loslässt und dann nach vorne dasht, dann Arrivederci ins Nirvana. Ja? Dann, was auch wichtig ist, mit der Regeneration, also mit Q heilen, wenn ein Gegner von euch down ist, noch quasi im Schweinchenmodus ist, also dass sich noch bewegen könnt und ihr könnt die Q über ihn machen, wird er sofort wiederbelebt. Ihr müsst dann nicht quasi lange, er muss nicht lange bei euch sein, sondern er wird sofort wiederbelebt. Das können wir leider hier jetzt gerade nicht testen, aber das ist auch wichtig zum Wissen. Items, was ich gerade spiele auf dem Char. Ich bin eher halt ein bisschen tanklastig. Also wir spielen einmal hier den Handschuh. 10% mehr maximale Gesundheit. Dann machen wir das hier, 10% mehr ausgehende Heilung für unsere Jungs. Und gewährt 5 Sekunden ein Schild in Höhe von 20% der Heilung. Und 50% auf uns. Schuhe haben wir die hier, bisschen Bewegungstempo. Und mehr Primärangriffe. Man könnte auch das noch Sprinttempo nehmen. Kann man natürlich auch nehmen. Dann sprintet man ein bisschen besser. Das ist eigentlich so beides okay. Dann bei den Waffen. Blaue Waffen habe ich das hier. Lade dich auf, schlag alles von dir weg und verursache 120% Schaden an deinen Gegner. Und wenn du ihn an einer Wand bashst, ist er betäubt. Sonst haben wir hier noch wenn wir einen Verbündeten heilen, bekommen wir 3 Sekunden mehr Schaden. Wenn wir natürlich oft jemanden heilen, haben wir mehr Schaden, dann können wir reingehen in die Masse. Ansonsten spielen wir noch den Schneckach. Gibt uns auch mehr Gesundheit. Und ansonsten, ja, habe ich noch nicht rausgefunden, welche zweite Waffe von episch und legendär gut ist, aber ich würde mal sagen, das ist auch Stillstandssplitter gut, weil dann sind sie, ja, stehen sie still für 2,5 Sekunden und wir sind ja nicht gerade der schnellste. Aber wenn wir jetzt den zum Beispiel an der Wand, so, habt ihr gesehen, ist betäubt. Ganz kurz. Jetzt, das ist eigentlich so. So spielen wir unseren kleinen Helden hier. Wichtig ist wirklich, dass ihr diese Combo hier lernt, weil da sind die meisten Gegner dann ein bisschen überrascht, dass sie so viel Damage bekommen. Und sie sind auch wieder weg von euch. Da könnt ihr euch ein bisschen zurückziehen oder eure Kollegen machen Damage und ihr wartet wieder, bis ihr alles abhabt. Gut. Waren ein paar kleine Tipps. Ich hoffe, die haben euch geholfen. Wir sehen uns im Ranked. Gerne eben, wie gesagt, in den Kommentaren euren Namen rein, dann können wir zusammen spielen. Ich wünsche euch noch einen schönen, tollen Tag. Danke euch.